Extremwetter. Ja, Tag zusammen und herzlich willkommen zu unseren Extremwettern. Ne? Die Abrechnung haben wir schon gemacht, das habt ihr ja wahrscheinlich alle gesehen. Ne? Jetzt kommt die Einlösung der Wette. Haha, ja, und zur Einlösung sind wir nicht irgendwo, wir sind im Herbrands in Ehrenfeld, in einer richtig geilen Kneipe, in die wir auch schon zu Jugendzeiten gelaufen sind. Und derjenige, der als erster seine Wettschuld jetzt hier einlösen wird, das ist der Basti von Casalla. Und da reden wir gar nicht lang um den heißen Brei rum. Jung, komm auf die Bühne, denn Bühnen bist du doch gewohnt, oder? Hallo. Moin! Guten Tag. Soll ich mir hier so einen Puschelmann nehmen? Ja, erzähl doch mal ganz kurz, was du gewettet hast und warum es nicht geklappt hat. Also der Inhalt der Wette war, ich war ein ziemlicher Believer in Steffen Tigges und ich habe gesagt, der macht 10 Tore in der letzten Saison. Er hat, glaube ich, 0 gemacht. Und ich muss dazu sagen, ich wusste relativ früh, dass aus der Wette leider nichts wird. Ja. Ich war beim ersten Spiel da und dachte, jetzt geht's los. In der Loge von Gaffelkölsch. Darf man das sagen bei euch im Podcast? Hier? Nein, wir sind ja hier völlig... Gut, okay. Auf jeden Fall schaute ich dann auf den Rasen und sah, dass der Herr Tigges in der Loge war und Kölsch trank. Da dachte ich mir, das wird wahrscheinlich nichts. Zumal du gesehen hast, dass der eigentlich angezogen war und dann runter ist auf der Bank. Ja, ja gut, genau. Und ja, das war leider, ich sage mal Fußball sachverstandlich wahrscheinlich eine ziemlich bescheuerte Wette. Aber ich habe geglaubt, der kommt. Die anderen Stürmer waren einfach zu gut. Deshalb, darf man das sagen, dass wir genau heute aufnehmen an einem Tag, an dem wir auch Trauer tragen müssen? Weil er ja weg ist. Ja. Es ist wirklich unglaublich. Also just heute hat der FC verkündet, dass Steffen Tigges zum SC Paderborn wechselt. Und wir sind natürlich auf der einen Seite alle wahnsinnig traurig, dass wir einen richtig Leven Jung verlieren. Aber auf der anderen Seite, ich glaube, nicht nur letzte Saison, sondern auch insgesamt waren die 3 Jahre ja nun schon auch irgendwie geprägt von ziemlicher Erfolgslosigkeit. Also in meiner Brust schlagen 2 Herzen. Einerseits der Leven Jung, auf der anderen Seite bin ich froh, dass wir jetzt neue Stürmer kriegen. Was sagst du dazu? Ich möchte euch mit eurer Expertise ungern widersprechen, aber es gibt nur noch das ein oder andere Beispiel, wo Stürmer, die beim FC nicht funktioniert haben, dann aber auf einmal woanders gut funktionieren. Also Herr Guirassy war auch mal in Köln und ich sag mal, Herr Selke hat in Hamburg auch besser funktioniert als bei uns. Vielleicht, ich drücke ihm auf jeden Fall die Daumen, dass er in Paderborn... Bei Guirassy hatten wir sogar ein eigenes Lied, ne? Guirassy, der Mann, der keine Tore schießt. Ja, und der wurde ja auch völlig auf der falschen Position eingesetzt. Er hat bei uns links außen gespielt. Ja. Also das ist das Gleiche wie Tigges, den sie jetzt auf die linke Verteidigerposition gestellt haben. Ja. Das wäre natürlich auch zum Scheitern verurteilt gewesen. Weiß ich nicht, da habe ich schon mal eine Karriere kommen sehen, ehrlich gesagt. Aber ich war mir wirklich gar nicht sicher, ziehen die das jetzt durch. Aber dann, Gott sei Dank, haben sie sich doch anders entschieden. Ne? Und haben jetzt mit dem Lund auch noch einen linken Verteidiger geholt. Also Neuzugänge, was sagst du dazu beim FC? Ich bin tatsächlich relativ begeistert in dem Rahmen, in dem man begeistert sein kann. Und ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Da waren ja ein oder andere Namen dann dabei, wo man gedacht hat, dass der sich für den FC entschieden hat. Das ist jetzt auch nicht selbstverständlich. Deshalb ich habe eben noch gesagt, bevor wir angefangen haben, ich bin pessimistisch. Wollte ich gerade sagen. Ich bin gerade umgeschwenkt. Ich bin jetzt optimistisch. Kaum steht er auf der Bühne, ne? Unglaublich. Eben hier noch so, ich habe ein schlechtes Gefühl. Das hat aber, ich habe eben schon gesagt, die Neuzugänge sind, glaube ich, ganz gut. Trotzdem, naja, egal. Nee, wird super. Conference League, check. Ja. UI-Cup haben wir eben gesagt. Ja. Da müssen wir ein bisschen rückentwickeln an der Stelle. Ja, ist schon ein ziemlicher Umbruch. Ne? Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, einen neuen Vorstand kriegen wir jetzt auch noch ganz viele neue Spieler. Ist eine Gefahr, Schicksal als Chance oder wie groß schätzt du das Risiko ein, dass uns der Laden völlig um die Ohren fliegt? Wie oft hast du diese Frage schon jemandem gestellt in den Jahren, in denen du dich mit dem FC beschäftigst? Deshalb, ich glaube, das ist doch eigentlich jedes Jahr so. Es ist immer was los und eine neue Liga ist wie ein neues Leben, sage ich jetzt mal. Ja. Das war ein potenzielles Motto für unser erstes Shirt, tatsächlich. Ne? Ja. Da hatten wir gedacht, aber dann haben wir uns doch was Vernünftiges ausgedacht. Ja, genau. Wir sind jetzt hier im Herbrands, so mitten in Ehrenfeld und ich persönlich verbinde hier ganz viele tolle Momente mit. Ich habe 10 Jahre selber in Ehrenfeld gelebt, du warst auch hier, du hast ja als Verwandtschaft hier noch. Ne? Meine Frau kommt aus Ehrenfeld. Neu-Ehrenfeld. Ne? Ja, du bist angeheiratet sozusagen. Ich bin halber Ehrenfelder. Halber Ehrenfelder. Ne? Ich finde das eine sensationelle Location. Bist du hier auch schon mal, oder? Ja, tatsächlich. Also ich wohne hier gar nicht weit weg. Wir haben hier auch letztes Mal Jäger im Sonnesching haben wir da hinten noch gespielt. Und das auf jeden Fall, hier kann man auch gut Fußball gucken immer, wenn man was los ist. Also ich mag den Laden auch sehr. Das heißt, wir finden dich nicht im Stadion?
Auch, aber ich kann ja nicht immer. Und manchmal will ich ja mit Freunden einfach nur Bier trinken, aber ich bin schon auch im Stadion. Bier trinken ist ein gutes Stichwort, denn erstens, wir haben ein neues Shirt. Das war heute zum ersten Mal, ist eben aus der Druckerei gekommen. So ein Auf und ab, wir trinken Saisonstarter-Shirt. trotzdem Bier. So, Darf ich fragen, was der Slogan genau, also wie ist die Bedeutung des Slogans? Vielleicht könnt ihr das mal kurz auch den Leuten da draußen erklären. ja, okay. Interessiert das? Ja, sehr gut. Das ist eine sehr gute Rückfrage. Also ich sag mal, das Thema Fahrstuhl brauchen wir, glaube ich, keinem erklären. Wer zum FC geht, der weiß, dass wir seit über 25 Jahren im Geht's nur Fahrstuhl nach sind und 7-mal abgestiegen und logischerweise wie oft aufgestiegen? Mein Taschenrechner einer. Ja, genau. Achso, das war der ernsthafte Frage. Ja, natürlich. Mal abgestiegen. 12-mal aufgestiegen. Genau. Gebt die Antwort So. in den Kommentaren. Okay. Die ersten 3 richtigen Antworten haben die ersten 3 richtigen Antworten gegeben. Ja, und wir trinken trotzdem Bier? Sag du was dazu? Ja, ich meine ganz ehrlich, wir lassen uns natürlich erstens die Laune nicht verderben und ich meine, wer mal Öhrchen aufmacht und in die Südkurve hört, der weiß, dass es da einen Song gibt, der gesungen wird. Eigentlich heißt das ja... und Nicht wir sind- den Witz erklären, Nein. nicht den Witz erklären. Momentens. Ja, wir sind ja gefragt worden. Ne? Also da muss man schon irgendwie sagen, dass das auch eine Referenz hat, das Ganze. Also Öhrchen spitzen und trotzdem Bier trinken. Ja, und vor allen Dingen, ich meine, dass man dieses Desaster, das wir so lange erlebt haben beim FC, auf Dauer nicht ohne das eine oder andere Bierchen aushalten kann, das muss man, glaube ich, auch nicht sagen. Wie ist das bei dir? Trinkst du auch? Glühst du vor, wenn du zum FC gehst? Nee, ich glühe aber dann währenddessen. Also es gibt, das kann natürlich vom Spiel abhängig. Ich nehme an, das ist bei euch genauso. Es gibt Spiele, da ist man gebannt, schaut auf den Platz. Und es gibt Spiele, da will man nach 20 Minuten das 20. Kölsch bestellen. Synchronglühen ist das dann. Ja, genau. Welches Spiel war denn, oder an welches Spiel erinnerst du dich aus der letzten Saison zurück, wenn du sagen müsstest, also das war für mich irgendwie so mein Highlight oder mein aufregendstes Spiel, whatever? Ja, ich war halt beim letzten Spiel da gegen Lautern und ich meine, wir sind aufgestiegen und das war natürlich, dann ist das etwas, was man mitnimmt und in einem Moment, wo man sagt, ja, ey, ne, wir trinken jetzt trotzdem Bier, wir sind wieder eine Liga höher und das nimmt man natürlich mit. Es gab genug Momente in der Saison von 3-0 Heimführungen, die man noch verkackt hat und ähnliches, wo man sagt, da muss ich mich nicht unbedingt noch dran erinnern. Karlsruhe. Genau, und, aber das letzte Spiel nehme ich natürlich mit. Da war ich mit einem guten Kumpel da und habe das mitgenommen und genossen, das war schön. Ich nehme mal an, auf der Bühne ist einem das scheißegal, oder? Also das kannst du ausblenden, wenn du auf der Bühne bist und du weißt, die spielen und kriegst schon mit vielleicht, es läuft auch nicht so gut. Nee, also je nachdem wann der FC und wo der FC spielt, 2 Mikros, wow. Pressekonferenz. Ja. Wenn der FC spielt und es ist vielleicht sogar ein wichtiges Spiel, ich kann mich erinnern an das eine oder andere Spiel, ich glaube Derby gegen Gladbach oder so, da habe ich auch permanent die Leute gefragt, wie es steht. Also das ist mir schon nicht egal. Ja? Dann wird die Playlist auch angepasst, ne? Wird nur traurige Lieder. Nein, das natürlich nicht. Ja. Nee, wir erlauben uns den einen oder anderen Spaß, aber da haben wir sogar mal Ärger für bekommen, dass wir uns erdreistet haben. Wir sind ja irgendwie, ist man ja auch, das kann ich ja auch erzählen, wenn man als Band irgendwo gebucht wird, wirst du als Band gebucht. Ja. So, dann ist man in der Art und Weise auch Dienstleister. Und wir haben, ich sag's wie es ist, gespielt auf der Sitzung von Borussia Mönchengladbach. Oh. Don't kill me. Aber ohne Gladbach-Schale oder so, sondern unser Keyboard hat sich an den Spaß erlaubt, bei einem Song von uns zumindest die FC-Hymne so unten drunter zu mogeln. Das fanden wir dann viel besser, als zu sagen, nee, hier spielen wir nicht. Ja. Das sind ja auch Leute, die haben ja keine Musik. Was sollen die denn machen? Ja, das ist schlimm. Finde ich total lustig, weil da auf allen Karnevalsveranstaltungen ständig nur kölsche Lieder gespielt werden. Die haben ja auch Karnevalsveranstaltungen. Ne? Und wenn man sie darauf anspricht, dann sagen die immer, oh, ganz dünnes Eis, wollen nicht drüber reden. Ja. Ne? Habe ich mich jetzt am Wochenende noch mit einem Mädel drüber unterhalten, als wir beim Alex Marcone, schöne Grüße, lieber Alex, auf dem Geburtstag waren. Und sie war eine Pille, also eine richtige Pille, irgendwie seit 30 Jahren Pille und geht ins Stadion und alles. Aber sie war erstens richtig sympathisch. Und zweitens hat sie dann auch erzählt, ja, natürlich singen wir kölsche Lieder. Im Karneval, was sollen wir denn sonst singen? Ne? Wir singen kölsche Lieder und wir mögen auch, sie mochte sogar den FC. Also es war eigentlich eine ganz komische Pille. Aber gut, auch die gibt's. Ne? Eben. Was Medikamente alles ausrichten. Ne? Wobei, die lösen sich ja gerade auf, die Pillen. Ne? Inwiefern? Ja. Keine Spieler mehr oder die Spieler gehen alle weg, der Trainer ist weg. Ja gut, aber und absteigen werden sie nicht. Die werfen einfach Geld auf den Platz und dann... Ja. Die haben doch irgendwann für 35 Millionen gekauft. Den Namen habe ich wieder noch nie gehört. Ich bin zu alt dafür. Ja, aber ist schon erstaunlich, ne, wer da alles weg. Aber gut, wir wollen nicht über die Pillen hier quatschen. Ne? Nein, überhaupt nicht. Ja, ich würde sagen, dann jetzt Medias ist doch, res. Langsam können wir hier mal zur Exekution schreiten. Ja. Deswegen sind wir denn hier. Also, was war dein Wetteinsatz noch? Willst du das noch mal hier gerade vor versammelter Mannschaft irgendwie noch mal gerade erzählen? Ja, also ich habe schon mit anderen Mitwettenden von euch gesprochen, die alle gesagt haben, was für eine läppsche Wette das gewesen ist. Aber es war das erste Mal, dass ich wusste ja nicht genau, wie extrem
eure Wetterwetten sind. Deshalb habe ich was gemacht, was für mich wirklich eigentlich der Gipfel der Ekelhaftigkeit ist. Ich habe gesagt, dass ich jetzt hier dann gleich, Exekution trifft es dann schon fast, 2 Altbier trinke. Ja. Unterzeugen. 2, ja. Das ist schon auch echt scheiße genug, finde ich. Ne? Ich glaube, der Felix, der hat zu dir beim Haare schneiden dann gesagt, Junge, also hättest du mal ein bisschen was draufpacken können. Ja gut, ich meine, wie gesagt, ich will ja nicht spoilern, aber ich weiß ja, was er gewettet hat, wenn er verloren hätte. Und so geisteskrank wollte ich jetzt nicht sein. Nein, das war nun auch wirklich sehr extrem, was der Felix gewettet hat. Und man muss auch ehrlicherweise sagen, du hast ja auch den Auftakt gemacht. Ne? Das heißt, sich daran zu orientieren und dann zu sagen, boah, da leg ich einen drauf, ist ja einfacher, als wenn du der Erste bist. Also dir gebührt wirklich jeder Dank und die Ehre, wirklich. Und auch, du hast es natürlich auch, wie ich sage, so extrem wie der gewettet hat, hast du dann halt verloren. Ja, das stimmt. Dann ist das doch extrem Wette. Was wollt ihr denn? Ne? Okay, dann würde ich sagen, wir drehen uns jetzt einmal um, setzen uns genau auf diese Plätze hier. Ihr seht dann auch mal den Blick in den Biergarten gleich und wir bauen die Kamera kurz um. Und dann kannst du mal dein Alt auspacken, das du mitgebracht hast. Ich bin sehr gespannt. Bis gleich. Extremwetter. Ja, da sind wir. Und wie ich sehe, hast du dich direkt für die grüne Variante entschieden. Also Das war das Einzige, was es in einem Kölner Getränkemarkt gibt. Die haben keine große Auswahl, deshalb musste ich nehmen, was es gibt. So, also wir haben eben darüber gesprochen, wie soll diese Exekution jetzt stattfinden. Und wir haben uns entschieden, dass er also eine Flasche äxt und die zweite trinken wir dann gemütlich. Aber die erste muss geäxt werden. das mit dem Wir habe ich nicht verstanden. Also So, und damit wir hier auch nicht irgendwie beschissen werden, Ja. er hätte ja, weiß ich nicht, da vorher Wasser reinfüllen können oder irgendwie sowas machen können, haben wir uns eine Zeugin, eine Notarin, eine Person hier gesucht im Herbrands, die bezeugen wird und das jetzt untersuchen wird, ob hier auch alles mit rechten Dingen zugeht. ja, und das ist unsere Herbrands-Notarin Carrie. Küsst Hallo uns Gary. Schönen Tag. Moin. Schau dir das doch mal an. Fest verschlossen. Original verschlossen, Original wirklich? verschlossen, Ja? tatsächlich, ja. Okay. Und jetzt? Dann kann man es ja mal aufmachen. So, trotzdem. Ja. Du hast normalerweise mit etwas Ist angenehmeren Getränken tatsächlich zu tun. richtig, Hier, ne? genau. Ist aber so als alt abgenommen tatsächlich. Riecht fürchterlich, oder? Es ist schwer auszuhalten. Okay, dann würde ich sagen, vielen Dank, liebe Carrie. Sehr gerne. Und gleich trinken wir noch einen Kölsch zusammen. Ne? Sehr gerne. Angenehmen Abend, die Bis Herren. später. So, mein Lieber. So, Ich würde sagen, Ich hätte es an die Gewehre. besser nicht im Kühlschrank vorher noch getan. Jetzt jammert der auch noch rum. Sag mal. Unglaublich. Und 10, 9. das zieht sich. Nein, er muss ja seine Zeit haben. Ne? Also Ja, wir ja. wollen ihn jetzt nicht unnötig unter Druck setzen, weil das ist echt schon schwierig genug, Ja. diese Plörre sich hier reinzupfeifen am Stück. Das hängt auch Aber er sowieso macht, alles er an. macht es gut. Er macht es gut. Geil. Ja. Sehr geil. Und jetzt ein Bäuerchen. Ne, Mach einfach direkt weiter. Leute. Wäre beinahe, oh Gottes ja, Willen. Moment, jetzt Würde stoßen, man sagen, stoßen wir erstmal an wir stoßen hier. jetzt trotzdem an, weil ne, wir trinken trotzdem Bier, haben wir ja. Ne? Auf und ab, wir trinken trotzdem Bier. Wir das Richtige. Der arme Basti nuckelt jetzt an Flasche 2 rum. Nachher darf er umsteigen oder muss er bei alt bleiben? Nee, um Gottes Willen. Gottes Willen. Ne? Wir sind ja keine Boah, der äxt auch Quäler. noch das Zweite. So macht er das vor den Konzerten auch. Ne? Es war mir eine große Freude, bei euch zu Gast sein zu dürfen. Was ist denn euer Tipp für die Saison? Vielleicht darf ich das mitnehmen. Seid ihr optimistisch? Wo landen wir? Dann haben wir das nämlich auf Tape. Ich sag, gibt's eine Retourkutsche hier. ich sag 13. ja, 13. Ja, also ich schiele schon auf die Conference League, sage ich dir ganz ehrlich. Ne? Also ich habe so schöne Gedanken an sämtliche Europatouren und jetzt ist es schon wieder ein paar Jahre her. Und deswegen glaube ich, dass wir irgendwie den 7. Platz, weiß gar nicht, reicht der dann, so, oder 8., je nachdem wie die Konstellation ist,
Also ich strebe einen einstelligen Tabellenplatz an, optimalerweise mit Conference League Qualifikation. Was das Altbier nicht schafft, das schafft dein Tipp. Ne? Und ich tippe noch, dass Paderborn aufsteigt und Steffen Tigges macht 10 Tore in der Aufstiegssaison. Prost! Yeah! Es ist großartig. Es gibt ja diesen wunderbaren Aufkleber, wir saufen, bis der Tigges trifft. Ne? Und der Witz ist, ich habe den sogar da, den muss ich jetzt gerade noch holen. Pass auf. Den hat mir letztens irgendjemand in die Hand gedrückt, am vorletzten Spieltag oder so. Heute wird gesoffen, bis der Tigges trifft. So. Der Typ ist mittlerweile in Entzug. Für jeden einer. Die letzten 3 Jahre durchgesoffen. Ja, lieber Steffen, wir haben das ja eben schon gesagt. Also überhaupt keine Häme bei dir dabei, sondern wir drücken dir die Daumen. Und das ist wirklich so ein unglaublicher Zufall, dass just heute, ich meine, wir haben den Termin jetzt schon vor ein paar Wochen haben wir den vereinbart, und dass just heute der FC das offiziell meldet. Also unglaublich. Solche Geschichten schreibt nur der Fußball. Ach, herrliches Ende. Ausschließlich der Versuch. Moment, Ende sind wir noch nicht. Ich wollte noch sagen, wir sind auf jeden Fall zweistellig. Ich bin an der Stelle der Pessimist. Die 13 würde ich auch unterschreiben, aber da muss ich 12 sagen jetzt an der Stelle. So, kriegen wir dich noch zu einer neuen Wette? Oha. Oha. Ja, sehr gerne. Aber ich muss jetzt spontan eine Wette erfinden. Nein, Du kannst ja auch später nachreichen. Du kannst auch noch 5 Minuten nachdenken. Ja. Bis Und dahin. wir stellen pass dich auf. gleich, dann suchen wir uns hier noch einen anderen schönen Spot aus und dann formulierst du das. Super, mich nach ungefähr 1 Liter Altbier auf eine Wette festzunageln. Das ist professionell. Ja. Aber ich mach's. Ja, wir hatten gehofft, dass es eine scheiß Wette wird. Das würde ja passen dann. Hör mal, sowas Ähnliches ist uns mal bei Losmar Schwade passiert. Da haben die uns als Gäste eingeladen, haben uns erstmal mit Kölsch abgefüllt, 5, Also 6 nicht für Kölsch. die Bühne. Und dann kamen die auf uns zu, so nach dem Motto, habt ihr nicht Lust, auch in die Runde zu kommen? So, und das haben wir dann auch gemacht. Und, Gibt's das noch online? Kann man sich das noch anschauen? das war übrigens ein richtiger Skandal damals mit Bosbach und der FC-Präsident werden wollte. Wow, ja. Das Ja. ist eine Kölsch-Geschichte. Aber Ja, das ist. okay. Also, zwei Kölsch-Geschichte. Eine Sekunde. Ach, du hast auch noch was mitgebracht. Ach so. Ah, sehr gut. So. Die sind sehr... Gastgeschenk. Ja. Ein Gastgeschenk. So leicht kommst du uns nicht davon. Ne? Du bist jetzt quasi Nummer 3, der dieses Ding besitzt. Auf der ganzen großen Welt. Druck, frisch. Ja. Heute aus der ja. Druckerei. Vielleicht, ich bin leider erst wieder gegen Stuttgart im September beim FC, aber dann vielleicht werfe ich mir das dann über. Vielen Dank. Da hat sich das ja schon gelohnt. Ja, Wahnsinn. Ja, ich würde sagen, Die Ironieindikatoren sind gerade. Bam, 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 bam. Ich hab Ja. sie ne? aber er hat es toll gemacht. Also Ja. wirklich Kompliment. Ist die zweite jetzt auch schon? Die zweite, Ich finde, das ist absolut Es ist alles leer. Weltklasse. Muss ich Alles sagen. leer. Das schafft kein Gladbacher. Nee. Ich meine, ich weiß nicht, ob du dich so vergleichen möchtest. Also das war gemein, ne? Wir machen das so nicht. Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, auch wenn ich jetzt dafür, nicht weil ich Diebels trank, lieber bin ich ein Gladbacher als ein Leverkusener, muss ich ganz ehrlich sagen. Unterschreibe ich sofort. Glaube ich, gibt es Die keinerlei Pillen, das Fragen. ist doch der Verein, der sich gerade komplett auflöst. Ne? Das machen Pillen aber doch, auch wenn sie Ja, gut ja, sind. natürlich. Ja, das ist schon wieder ein Witz erklärt. So ist er. Okay. Ich wette, Er hat was. Er hat was. nee, das kann ich nicht machen. Oh doch, das mache ich. Das mache ich, weil ich Diebels trunk. Ich wette, ich weiß nur noch nicht, was ich einsetze, aber es wird was super krasses. Ich wette, der FC landet am Ende der Saison vor Borussia Mönchengladbach. Jawohl. Ja, Mann. Das Ja. ist ja schon wieder so eine einfache Wette. Aber du willst diesmal gewinnen, ne? Deswegen wettest du das. Genau. Aber das mache ich, den Wetteinsatz reiche ich noch nach, dann ein bisschen was Anstrengenderes als das. Genau. Haben Ja, die super. eigentlich irgendjemand verpflichtet mittlerweile, die Gladbacher? Oder sind die immer noch mit der... Ja, also ich sag mal, der Sportdirektor, den sie haben, der Wirkus, der steht ja mega unter Druck bei den eigenen Leuten, bei den eigenen Fans. Und ich glaube, das, was er bisher geholt hat, hat nicht unbedingt für Begeisterung gesorgt. Aber, und dann haben sie den Suane noch als Trainer, der aber auch, ja. Das Also für Süßchen. mich ist das einer der Kandidaten, der als erstes gefeuert werden könnte. Suane. Aber schauen wir mal. Ist ja egal. So, also, das war die Einlösung der allerersten Wette und ich persönlich fand das schon absolut großartig. Die anderen werden da nicht rankommen. Ja. Glaube ich nicht, aber ich muss jetzt mal aufs Klo. Dankeschön. Tschüss. Bis demnächst, Leute. Wir sehen uns am Samstag gegen Atalanta Bergamo und natürlich auch
in Regensburg und in Mainz werden wir da sein. Da fahren wir mit dem Schiffchen hin und spätestens dann beim ersten Heimspiel gegen den SC Freiburg. Macht's gut, Leute. Gott, haben wir wieder viel vor. Das ist ja irre. Tschüss. Extremwetter.